Hey, schön interessierst du dich für mein nächstes kleines Fotoprojekt. Es lohnt sich gerade mehrfach. Das Projekt verspricht nämlich Spass, Spannung und Schokolade. Ja, es ist sehr einfach gemacht, braucht wenig Material und gibt am Schluss als Belohnung sogar noch etwas süßer. Wie könnte es besser sein? Wie es genau funktioniert, dass du zu diesem Resultat kommst, zeige ich dir jetzt. Also bleib dran. Und hier kommen wir schon zum Aufbau von diesem kleinen Projekt. Wie du siehst, habe ich M&M's, oder man könnte auch Smarties nehmen, hauptsächlich klein, farbig und aus Schoki, in ein Dauer da. Und nebendran habe ich einen kleinen Aufbau gemacht. Du brauchst irgendetwas Durchsichtiges. Ich habe hier eine alte CD-Hülle verwendet. Du kannst aber auch irgendeine Glasscheibe, Plexiglasscheibe nehmen, zum Beispiel von einem Bilderrahmen. Die musst du ein bisschen oben dran platzieren. Ich habe das hier gemacht auf Gläser, damit wir das natürliche Licht brauchen können. Es funktioniert zum Beispiel aber auch mit einem Stapel aus Büchern oder mit einer Kartonkiste. Oben dran steht meine Kamera auf dem Stativ, das senkrecht oben runter gefilmt oder fotografiert. Und das Objektiv, das ich hier drauf habe, ist ein Makro. Das heisst, ich kann einfach näher hergehen. Das ist der Vorteil. Das Ganze funktioniert zum Beispiel aber auch problemlos mit einem anderen Objektiv oder sogar mit dem Handy. Und was wir jetzt hier machen, zeige ich dir im nächsten Schritt. Was wir als nächstes machen, ist auf unsere durchsichtige Plexiglas- oder Glasplatte Wassertröpfe drauf machen. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen, zum Beispiel mit einer Pipette mit Wasser. Und funktioniert das perfekt, wenn man ein bisschen grössere Tröpfchen machen will. Oder die andere Variante ist zum Beispiel auch eine Spritze. Beide Sachen bekommt man beispielsweise in der Apotheke für wenig Geld und kann man immer wieder verwenden. Man kann zum Beispiel ein Muster machen mit diesen Wassertröpfen. Kann es einfach regelmässig anordnen, kann es grösser oder kleiner machen. Da musst du einfach ein bisschen ausprobieren, was dir persönlich gefällt. Und mit der Kamera oben stellen wir nachher nicht unten auf unsere Smarties oder M&M's scharf, sondern auf die Wassertröpfe. Und dort sehen wir nachher nur die Reflexion von diesen farbigen Schöckchen und abdrücken und schon fertig. Viel Spass beim Nachmachen und Ausprobieren. Ich zeige dir gerne jetzt noch ein paar Beispielfotos, die bei mir sind rausgekommen. Und ja, mach es gerne nachher und vergiss nicht, mir am Schluss noch ein Däumchen da zu lassen. Viel Spass!